Das Märchen, das ich jetzt erzählen will, heisst «Der Fischer und seine Frau». Die haben im ganzen Norden am Meer gelebt. Und dort sagt man nicht Meer, dort sagt man die See. Also der hat in die See ist der fischen. Und die Frau, seine Frau hat Ilse-Bilse geheissen. Und die zwei haben in einem leeren Fass gewohnt. Sie hatten also kein Haus, kein Zimmer, keine Küche, kein nichts. Sie sind einfach in einem Fass gewohnt. Und er ist alltag fischen und Ilse-Bilse war nicht so zufrieden. Der hat es gestunken, als die so arm muss leben in einem Fass. Der Fischer ist wieder gelaufen an diesem Tag, wie immer, an die See und hat seine Ruten ausgeworfen und hat gewartet. Und plötzlich hat es geruckelt und es war etwas dran in der Angel und er hat angefangen aufzuziehen und er hat einen ganz grossen, schönen, goldigen Fisch gesehen in die See. Da tut der Fisch doch rufen und sagt: «Stopp, stopp, tu mich nicht rausnehmen, ich bin ein verzauberter Prinz, ich bin ein verzauberter Prinz, lass mich leben, tu mich nicht rausnehmen und essen.» Und er sagt: «Nein, nein, nein, natürlich nicht. Aber das habe ich jetzt noch nie gehört, dass es einen Prinz gibt, der verzaubert ist, so in einen goldigen Fisch.» Dann hat er gesagt: «Doch, wenn du mich rauslassen wieder ins Wasser, wenn du mich schwimmen lässt, dann kannst du einen Wunsch haben. Was willst du?» Und dann hat er gesagt: «Ja, nichts. Das war mir jetzt eine Freude, dich hier zu retten.» Und dann hat er schnell zusammengepackt und ist heimgerannt und hat von weitem gerufen: «Ilse-Bilse, Ilse-Bilse, komm, lass, was mir heute passiert ist. Es ist ein Fisch dran an meine Angel und das war ein goldiger Fisch, so ein grosser Put. Und als ich ihn rausredeln will, sagt doch der: ‹Stopp, stopp, lass mich leben, ich bin ein verzauberter Prinz.›» Dann hat Ilse-Bilse gesagt: «Was hast du verlangt, für dass du loslässt?» Und er gesagt: «Ja, nichts, ich habe gesagt, gang nur, es ist mir eine Freude, dich zu gehen.» Sagt sie: «Geht's dir eigentlich noch? Jetzt holst du es gerade und rufst dann und sagst, ich will ein Haus. Also wenn der aus Gold ist und wenn das ein Prinz ist, dann kann uns der wirklich ein Haus schenken.» Und dem Fischer war es peinlich, aber er ist gelaufen bis zu die See und dann hat er gerufen: «Wandje, Wandje, Timpete, Fischlein, Fischlein in der See, meine Frau, die Ilse will nicht so, wie ich es will.» Da hat es schon gerufen aus dem Wasser: «Was will sie denn?» «Sie will das Haus.» «Kein Problem, geh nur heim, sie ist schon drinnen.» Hui, hat der Augen gemacht und hat die Füße vorgenommen und ist heimgesprungen. Ja, jetzt, er konnte es nicht fassen. Schon von weitem hat er ein schönes Häuschen gesehen, mit einem Gartenhag und Blümchen vor den Fenstern und Vorhängen. Und unter den Türen ist die Ilse-Bilse gestanden, so in einem schönen Dirndl, und hat gesagt: «Das ist jetzt aber schön, dass wir jetzt ein Haus haben.» Und er hat gesagt: «Ilse-Bilse, das steht dir, das Haus, das steht dir, das Haus. Du passest da drin, wie wenn du gern drin gelebt hättest.» Und dann am Abend sind sie normal wieder ins Bett und kaum war er eingeschlafen, hat ihn Ilse-Bilse gewufft und hat gesagt: «Du, eigentlich bin ich ja blöd, ich bin ja blöd. Jetzt habe ich doch gedacht, wenn ich so ring ein Häuschen bekomme, ich hätte doch sagen, ich will ein Schloss.» Und er sagt: «Nein, komm, ich will weiter schlafen.» Und er sagt: «Nein, jetzt gehst du schon jetzt und gehst fischen und wenn er kommt, dann rufst du, meine Frau will das Schloss.» Gut, dann ist er rausgegangen. Er war wieder schon ein bisschen gebückter, weil er es nicht angeschämt hat. Er ist zum Meer gekommen und hat gerufen: «Wandje, Wandje, Timpete, Fischlein, Fischlein in der See, meine Frau, die Ilse will nicht so, wie ich es will.» Und schon hat der verzauberte Prinz wieder gerufen: «Was will sie denn, die Frau?» «Es tut mir leid, sie will das Schloss.» «Kein Problem, gang nur, die ist schon drin.» Ui, dann ist er wieder heimgesprungen und schon von weitem hat er ein wunderbares Schloss gesehen. Und vor dem Schloss hat es eine Kutsche gehabt und es hat Diener gehabt und wunderschöne Leuchter drinnen.
und goldige Tauer und ja, grossartig. Und als er reingekommen ist auf dem Thron seine Ilsenbilsen gehöckelt mit einer schönen Krone und einem wunderbaren Ring an den Fingern, an dieser Hand auch, und schöne Kleider und schöne Pantöffel. Und dann hat er gesagt, Ilse, König steht dir, du bist so eine schöne Königin, du passest da rein. Und sie hat gelächelt und am Abend sind sie zusammen wieder ins Bett. Jetzt muss ich ein bisschen Wasser nehmen. Kommen wir gerade ein trockenes Mund. Jetzt haben die geschlüffelt und er ist eingeschlafen und hat ein bisschen geschnarcht. Und dann hat sich die Ilse ein bisschen bewegt und er ist verwacht und hat gedacht, musst gut, schläft sie noch? Kaum hat er das gedacht, hat sie ihm einen Puff gegeben und hat gesagt, Mann, jetzt weiss ich, was ich hätte wünschen sollen. Ich hätte Kaiser sein. Wenn mit einem Königreich kann man viel weniger weit. Kaiser heisst grössere Reich. Jetzt gehst du und wünschst es, dass ich Kaiser werde. Und es war ihm peinlich. Er ist wieder ab die See gelaufen und hat gerufen, Mantie, Timbertee, Fischlein in der See. Meine Frau, die Ilsebill, die will nicht so, wie ich es will. Was will sie denn, hat er gerufen, der verwandte Prinz. Sie will nicht König sein, sie will jetzt Kaiser sein. Kein Problem. Und er ist wieder heimgesprungen und wirklich, jetzt war noch viel der grössere Palast gewesen. Ein riesiger Kaiserpalast. Und noch viel mehr Diener und noch viel mehr Kutschen und noch viel mehr schöne Gemächer. Und am Abend sind sie so in ein Himmelbett hinein und er ist vor Schreck gerade eingeschlafen und Ilse Bilse hat gedacht, also wenn ich jetzt schon Kaiser bin, das ist doch eigentlich ein Kabis. Ich hätte sagen, ich will Papst werden. Und Papst, der hätte die Hälfte der Menschen, die Hälfte sind Katholiken, der könnte die Hälfte der Welt regieren. Und sie hat ihm wieder einen Puff gegeben, ihrem Mann. Und der Fischer ist fast aus dem Bett gefallen und hat gesagt, was ist jetzt schon wieder los? Dann hat sie gesagt, los mal, ich habe mir das überlegt. Kaiser ist eigentlich schon gut. Aber wenn ich Papst wäre, dann könnte ich über die halben Menschen regieren. Und alles Gesetz rauslassen und befehlen, was geht. Und dann hat sie ihm einen Puff gegeben, dann musste er wieder gehen. Und es war jetzt schon ganz traurig und langsam gelaufen. Und es hat angefangen zu luften. Und das Meer, also die See, ist schwarz geworden. Und er musste fest rufen, Mantie, Timbertee, Fischlein in der See. Meine Frau, die Ilsebill, die will nicht so, wie ich es will. Was will sie denn, hat der Fisch schon wieder gerufen. Sie will Papst werden. Ich sage, kein Problem, sie ist es schon. Ui, da ist er heimgerannt und wahrhaftig. Er hatte eine Silhouette wie zu Rom beim Papst. Er konnte es nicht fassen. Und es hat von außen so Männer mit so langen schwarzen Röcken und violetten Hüte haben sie angehabt. Und ich glaube, das war auch ein Kardinal. Also, er konnte es nicht fassen. Er ist reingestürmt und auf dem Thron ist jetzt seine Frau als Papst gehöckelt. Und alle haben den Ring geküsst und haben sich verneigt vorne. Und er ist da gestanden und hat gesagt, Ilse, Papst steht dir. Du bist so schön. Und er hat sich gefreut, dass sie Ilse jetzt Papst ist. Und am Abend sind sie wie normal ins Bett. Er ist wieder eingeschlafen. Die Ilse hat angefangen zu studieren und hat gesagt, eigentlich bin ich ja blöd. Papst ist für die Hälfte der Menschheit. Ich hätte sagen, ich will Gott werden. Ich könnte die Sonne umschieben und den Mond umschieben und Sterne umschieben. Und ja, das wär's doch, um das Wetter machen. Und ich will Gott werden. Hat dem Mann einen Schutt gegeben, der ist gerade aus dem Bett rausgeflogen, hat geschlottert und gesagt, Ilse, was willst du jetzt schon wieder? Und dann sagt sie, Gott will ich werden, jetzt gehst du. Und er hat gesagt, nein, das kann ich nicht wünschen, das kann ich nicht. Das kannst du und jetzt gehst du. Und er musste kämpfen, es hat gestürmt. Und er ist fast nicht gegen den Wind angekommen. Er ist ganz bückt gelaufen. Und als das Meer ist schwarz war, und er hat gesagt,
Matje, Pimpete, meine Frau, die Ilsebill, die will nicht, was ich denn will. Und dann hat's aus dem schwarzen Wasser rausgesehen, was will sie denn? Hat er gesagt, ich darf's fast nicht sagen, sie will Gott werden. Hat er gesagt, kein Problem, geh nur heim. Und es hat aufgehört zu stürmen und die See ist wieder schön blau geworden. Und dann ist er heimgeschlichen. Und oh, hat er grosse Augen gemacht. Was ist passiert? Das Fass ist wieder totgeschrangen. Und Ilse Bilse ist im Fass gehockt. Und es ist alles wie vorher. So geht's, wenn man zu gierig ist. Das ist die Geschichte vom Fischer und seiner Frau.